Habe die Ehre. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Zwei Wiener auf Reisen. Also um es gleich mal vorwegzunehmen, fast wäre ja der Name der Sendung wieder in A Wiener geht auf Reisen umgeändert worden, weil meine Frau nicht mehr mitmoderieren will. Also im Laufe dieser Kuba-Reise hat es ein paar Wickel zwischen mir und meiner geliebten Alice gegeben. Aber alles halb so wild, wie man in Wien so schön sagt. Und das bringt uns auch gleich zu dem Motto der jetzigen Folge: alles halb so wild. Da wir des Spanischen nicht mächtig sind, haben wir uns einen deutsch sprechenden Guide angelacht und der wird euch jetzt ein bisschen was über Kuba erzählen. Schaut euch das an. Viel Spaß. Hola señoritas, hola amigos. Me llamo Andro. Disculpe. Ich vergessen. Kuba People sprechen ganz schlecht Espanol und du verstehen ganz schlecht schlechtes Espanol. Mein Name heißt Andro und ich versuche sprechen Alemannia. In diesem Film ich zeige, um zu zeigen, was geht ab in Kuba. Kuba so schön, aber auch arm. Menschen in Kuba verdienen nicht viel besser. Deshalb haben wir viele Kühe für Melken. Ich wollte sagen, Turistas. Beginnen wir mit dem Capitol, unserer Hauptstadt La Habana. Die alte Dame. Diese Lady ist der größte Metropole von ganz Karibik. Alt, schön, aufregend. Begleiten wir unsere Kühe, Turistas, in die Stadt der Städte von Kuba. Am Anfang, ich muss zeigen, was Importante für Kuba-Feeling. Musiker. Überall du können hören Kuba-Musik. Und in Kuba wird das Musik jeden Menschen gern in Seele. Manchmal, du können sehen Musiker, die man nicht erwartet hätte. Für Kuba genauso importante ist alte Autos. Turistas viel Geld zahlen für kurze Fahrt in alte Autos. Aber Turistas mit wenig Peso fahren mit Bus. Auch jedes Peso wird
ist das Besichtigung des Castillo de la Real Fuerza. Es ist die älteste von Europäern gebaute Festung von ganzes Amerika. Portentoso ist Spaziergang in Malecon. Especialmente ist es bei Sonnenuntergang auf der Meerespromenade zu gehen. Fantastico! Verlassen wir jetzt Habana, die alte Dame, und sehen das zweitgrößte Stadt von Kuba, Santiago de Cuba. Das schnellste Weg dorthin zu gehen, ist es mit Aeroplano. Kann manchmal passieren. Deshalb sicherer ist es zu warten auf Bus. Aber manches Tourista sei nicht glücklich mit super Service von Cuba People. Jetzt ein kurzer Zwischenbericht. Wir sind heute um Punkt 12:30 Uhr von unserem Pickup-Service abgeholt worden und zum Flughafen von Havanna gebracht worden, wo wir dann Punkt 13 Uhr da waren und haben geschaut, wo unser Flug geht und wann unser Flug geht. Wäre er pünktlich gewesen, waren wir um 16 Uhr nach Santiago de Cuba geflogen. Leider war der Flug nicht pünktlich, sondern hat eine Verspätung von 6,5 Stunden gehabt. Das heißt, um 22:30 Uhr war Abflugszeit. So gegen 8 Uhr auf die Nacht, also 7 Stunden nachdem wir schon am Flughafen waren, hat es geheißen, der Flug ist gecancelt. Und jetzt ist es 22:30 Uhr und wir warten auf den Bus, der uns nach Santiago bringt, und mit dem fahren wir dann 15 Stunden. In vielen Theatern heißt es ja Warten auf Godot. Bei uns heißt es Warten auf den Bus. 11 Stunden am Flughafen warten und 15 Stunden mit dem Bus fahren. Also das war wirklich eine Chance. Aber alles halb so wild. War halt nämlich der Flug nicht gecancelt worden und wir waren dann mit dem Flieger angestürzt. Das hätte uns noch viel weniger gefallen. Das ist mein Cousin Angelo. Auch er ist tätig im Transportwesen. Aber er ist nicht gut bei Verhandeln.
Deshalb er wird nie haben können ein eigenes Pferd und er muss selber treten. Armer Angelo. Terminal vía sur. Ya, sí, sí. Tren Santiago, van a Santiago. In Santiago, wir haben Sehenswürdigkeiten, viele. Mucho importante ist Castillo de San Pedro de la Roca. Oder kurz Castillo del Moro. Aber lassen wir reden unsere Tourista. So, wir befinden uns da jetzt im Castillo del Moro. Wunderschöne Burg, ganz toll. Hat einen fantastischen Blick über die Stadt, über die Küste. Also eines der vielen Highlights da in Santiago de Cuba. Schaut euch das an, bitte. Viel Spaß. Nicht schlecht reden, unser Gringo. Bravo! Auch muy bonito ist Cayo Granma. Kleines Insel, aber großes Kino. Noche cubana, morena bonita de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrella, voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, quien junto a ti no quisiera soñar. Quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar. Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiero vivir un romance, mi alma bohemia. Voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, quien junto a ti no quisiera soñar. Quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar. Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiere vivir un romance, mi alma bohemia. Noche cubana, noche cubana.
Holla nochmal. Wenn jemand sagt, dass Menschen in Kuba sind anders als in anderen Land, dann sage ich, Idiotes. Auch in Kuba sind Menschen so wie überall. Du wollen Beweis? Also wir sind jetzt 2 Wochen in Kuba und ich muss sagen, es ist wirklich ein total schönes, also ein landschaftlich wunderschönes Land. Es ist alles bunt in den Straßen, es ist aufregend, aber zum Entspannen ist es trotzdem nichts, weil man einfach die Armut und die Bedürftigkeit der Menschen überall total stark spürt. Am liebsten würde man sich ständig unterstützen, aber das geht halt auch nicht. Und man hat dann ein schlechtes Gewissen und ja, es ist belastend auch. Und das Essen ist natürlich auch nicht so toll, weil es gibt im Grunde immer das Gleiche, ne? Nämlich Händel mit Reis und Bohnen. Ja, das stimmt. Abwechslungsreich waren die Speisen wirklich nicht. Aber halb so wild. Geschmeckt hat's uns wenigstens schon. Weil sonst wäre die jetzt einmal Haut und Knochen. Julio 26, importante Datum für Kuba. Tag von Revolution. Und hier ist Plaza del Revolución. Viva la Revolución! Und außerdem gibt es heute nicht nur Pollo frito zu essen. Delicioso. Cementerio Santa Ifigenia. Oh, so schön und interessante. Hier haben wir das Mausoleum von José Martí und Grab von Fidel. Yo soy Fidel. Alle halbe Stunde, du können sehen, Zeremonia. Extremadamente importante Karneval. Wenn du nicht gesehen hast, Karneval von Kuba, du nicht gesehen hast, Kuba. Mucho Changui.
baile de perritos, el baile de perritos, todos quieren. Ay, vamos a amarte, vamos a amarte, ay, vamos a amarte, vamos a Oh, Turista hat schon Kuba-Feeling. Mach es wie Christoph Kolumbus. Komm zu Cuernavaca und sag, dass du nie gesehen hast schöneres Ort. Zu kommen hierher, am besten du gehen mit Bus nach Holguin und dann gehen mit Taxi nach Cuernavaca. Übrigens, der Name von Ort bedeutet Hutte die Kuh. Kuba ist auch Fantastico für Menschen, was machen wollen Sport. Kuba People halten sich fit immer und überall. Wir nix brauchen Fitnesscenter. Aber wir gehen jetzt zu zeigen, was macht Cuernavaca so berühmt. Das ist die Strand. Magnificamente. Los narcos, las rosas, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Die Kubaner. Die Kubaner sind ja irrsinnig freundlich und nett, wenn sie aussackeln wollen. Also wenn dich einer anspricht und sagt, Hola amigo, where you come from? Dann nimm die 4 Cent und renn. So hab ich in Kuba einige Kilo abgenommen, weil ich bin viel gerannt in dem Urlaub. Im besten Fall wollen sie ja zu einer Casa oder zu einem Restaurant ihrer Wahl schleppen, wo sie dann eine kräftige Provision abkassieren, die du aber dann doppelt und dreifach auf deiner Rechnung wiederfindest.
Hey, relax. Ah, Mabuya. Ja, oh. Mabuya. Oh, Mabuya. Oh, Mabuya. Hey, oh, Mabuya. Oh, wow, Mabuya. Digi. Oh, Mabuya. Singitanga baranga sanga beriki sanga. What? ¿Qué? Baranga beriki sanga beriki sanga. Oh, singitanga baranga beriki sanga. Singi sanga. Hungry. Hungry, tiene hambre, Mabuya. Kill, Mabuya. Camagüey, das ist die drittgrößte Stadt von Kuba. Der Reiz von dieser Stadt sind die verwinkelten Straßen, die Kolonialhäuser und die versteckten Plazas. Nimm das Zeit und erkundige mit Fuß Camagüey. Teuerster, bestes Platz für Schlafen ist Grand Hotel. Viele Berühmtheiten sind geschlafen im 1939 gebautes Haus und ist immer voll. Also wir befinden uns da jetzt im Grand Hotel von Camagüey. Haben gestern im teuersten Hotel am Platz eingecheckt, im Grand Hotel. Wollten 2 Nächte bleiben. Der Mann von der Rezeption hat gemeint, eine Nacht ja, zweite Nacht maybe, also vielleicht, wo wir gedacht haben, naja, dann wird ganz schön viel los sein da. Und wie viel wirklich los ist, ja, also auch hier, man sieht, wenn man so herumtut, die Menschenmassen. Also warum es nur vielleicht möglich ist, dass wir ein Zimmer für eine zweite Nacht kriegen, ich hab keine Ahnung.
Trinidad ist incomparable. Die Uhren stehen geblieben seit 1850. Du können sehen, echte Cowboys. Und Stadt ist UNESCO Welterbe-Stadt. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba. Para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Trinidad ist schönes Stadt, aber um das Schönste zu sehen, musst du unter Wasser gehen. Das Tollste war die Fische, die unterm Schiff waren. Ich war ein Fisch unter vielen gelben Verehrte Zuseher, noch eine Bitte zum Abschluss.
Lassend uns nicht im Regen stehen und komm nach Kuba. Und bring viele Peso mit, wir brauchen sie. Hasta luego, amigo! 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 Was man in Kuba auf jeden Fall lernt, das ist Geduld. Egal, ob du jetzt im Supermarkt was kaufen möchtest oder auf der Bank Geld wechseln möchtest, du musst dich überall stundenlang anstellen. Aber halb so wild. Meiner Frau hat es wirklich gut getan, weil Geduld hat die noch nie gehabt. Und so hat sie das gebraucht. Was? Was soll das heißen? Aber Elias, bitte, Hilfe!